spannende Orte und interessante Menschen in meiner geliebten Heimatstadt Köln. Heute geht es um die Kölner Strandbäder, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts überall am Rhein entstanden sind. Badeverbot im Rhein. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Am Donnerstag hat der Stadtrat beschlossen, dass im Rhein hier in Köln ebenso wie in Düsseldorf zuvor schon nicht mehr gebadet werden darf. Unsere Vorfahren hätten das wahrscheinlich geradezu absurd gefunden. Zugegeben, ich bin ja in den 70er Jahren aufgewachsen und damals war der Rhein eine solch stinkende Brühe, dass wirklich niemand auf die Idee gekommen ist, im Rhein baden zu gehen. Und entsprechend bin ich selber auch noch nie im Rhein baden gewesen. Aber neulich habe ich eine Radtour entlang des Rheins gemacht und da hat mich der silbrige Strand doch sehr gereizt und ich habe mir überlegt, ich sollte doch demnächst mal in Rodenkirchen oder weiter den Rhein hinauf baden gehen, weil das dort sehr viel schöner aussieht als zum Beispiel die Elbe in Hamburg. Und dort gehen die Hamburger ohne Probleme schwimmen, obwohl das dort eigentlich mit den ganz großen Schiffen, die da fahren, noch viel gefährlicher ist als bei uns am Rhein. Jedenfalls nehme ich das jetzt mal zum Anlass und werde mal in die Geschichte schauen. Wie war das denn? Haben die Menschen im Rhein gebadet? Ich kann euch jetzt schon sagen, ja, die haben immer schon im Rhein gebadet, bis eben auf diese relativ kurze Zeit in den 70er Jahren, als der Rhein einfach viel zu dreckig war. Und dann gab es natürlich auch ganze Jahrhunderte, wo das Baden in fließendem Wasser insgesamt in Verruf geraten ist und die Badekultur am Rhein und anderswo zum Erliegen kam. Zwei der berühmtesten Rheinbadenden dürften vielen von euch bekannt sein und das ist Brunhild und Kriemhild aus dem Nibelungenlied, aus der Nibelungensage. Die beiden haben nicht in Köln im Rhein gebadet, sondern in Worms. Und sie haben dort ihre Haare gewaschen und dort ist auch der große Streit der Königin entstanden, der dann zum Untergang der Nibelungen führte. Und zwar haben sie ihre Haare gewaschen und die eine hat der anderen gesagt, sie möge doch bitte ein Stück im Wasser runtergehen, weil sie wäre die wichtigere Königin und deswegen dürfte das Waschwasser, das Haarwaschwasser der einen nicht das Haarwaschwasser der anderen benetzen. Und das eine war Kriemhild und das andere Brunhild und das hat beide dermaßen erzürnt, dass sie daraufhin ihre Männer gegeneinander aufgehetzt haben. Ja, das kann beim Baden im Rhein passieren. Im Mittelalter glaubte man sogar, dass Baden im Rhein Glück bringt. Wir haben Nachrichten von italienischen Dichter und Gelehrten Francesco Petrarca, der Köln besuchte und dort am Johannisabend eine Prozession beobachtete, eine Prozession von Frauen, die zum Rheinufer zogen, um dort zu baden. Und dann hat man ihm auf seine Nachfrage berichtet, dass wenn man im Rhein badet in der Johannisnacht, dass man das ganze nächste Jahr Glück haben würde und von Glück umgeben, von Glück umströmt sei. Das Baden im Rhein war also eine glückbringende Sache in vergangenen Zeiten. Die Frage, wie sauber das Wasser des Rheins ist und ob es zum Trinken oder auch zum Baden geeignet wäre, wurde in den vergangenen Jahrhunderten sehr unterschiedlich beurteilt. Die Römer jedenfalls waren der Meinung, zum Trinken ist das Wasser nicht geeignet und bauten sich deswegen große Aquädukte aus der Eifel, um sich mit Trinkwasser zu versorgen und leiteten ihr Abwasser in den Rhein. Und auch zum Baden fanden die Römer das Wasser eher ungeeignet, obwohl ich behaupten möchte, so sauber wie es in römischen Zeiten war der Rhein für die nächsten 2000 Jahre wirklich sehr, sehr selten. Jedenfalls bauten sie sich Badeanstalten. Ob diese mit Wasser aus dem Rhein versorgt wurden oder eher mit dem Wasser aus den Aquädukten, ist mir leider nicht bekannt. Aber mir ist auch keine Badekultur der Römer bekannt, die die Strände entlang des Rheins nutzten und im fließenden Rheinwasser badeten. Von anderen mittelalterlichen Städten ist bekannt, dass es sogenannte Badeboote in den Flüssen gab. Das waren Badeanstalten, in denen sich vornehmlich die Handwerker
teilweise aber auch die Stadtarmen einmal in der Woche baden und reinigen konnten. Und dieser Tag war meistens der Freitag und es gibt ganz interessante Berichte und Briefe, dass sich Menschen darüber beschweren, dass man am Freitag einfach überhaupt keinen Handwerker bekommen kann, weil die nämlich alle baden gegangen sind. Ob es solche Badeschiffe in Köln gegeben hat, ist mir nicht bekannt. Ich würde mal vermuten, wenn es die in Frankfurt gegeben hat und in anderen großen Städten entlang des Rheins, wird es die in Köln auch gegeben haben. Es gibt allerdings aus dem Spätmittelalter beziehungsweise aus der frühen Neuzeit auch die Nachrichten, dass der Rhein doch auf einmal sehr verunreinigt wurde durch die verschiedenen Gewerke hier in Köln und sich die Stadt gezwungen sah, Brunnen zu graben. Und daraus würde ich jetzt einfach mal schließen, damals war dann das Baden im Rhein nicht mehr so gesund. Im 19. Jahrhundert, nach den Napoleonischen Kriegen und der napoleonischen französischen Besetzung, erstarkt das Bürgertum immer mehr und mit dem Bürgertum natürlich auch die bürgerlichen Ideen von Reinlichkeit und Sauberkeit. Ja, Reinlichkeit und Sauberkeit gehört zum bürgerlichen Selbstverständnis ganz wichtig dazu. Und damit wurden auch die Ideen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Badeschiffe wieder ganz aktuell. Und tatsächlich wurden in den 1830er Jahren bis zu 10 solche Badeschiffe in Köln installiert. Und man hat das auch für eine große soziale Errungenschaft gehalten, weil man dort für sehr wenig Geld den Körper reinigen konnte. Solch ein Badeschiff muss man sich vorstellen, bestehend aus 2 Kähnen, in denen die Badekabinen sind, und zwischen den Kähnen ist eine Art von Drahtkäfig im Wasser gespannt, in dem man sich treiben lassen kann, aber eben nicht abgetrieben wird und den Körper reinigen kann. Selbstverständlich hat man dafür eine Art von Hemd getragen. So hat die Badekultur erneut in Köln Einzug gehalten. Interessant übrigens auch, dass ungefähr zur gleichen Zeit in England die sogenannten Bademaschinen entstehen. Und das sind kleine Wagen, die von Menschen gezogen sind und wo eine Kabine drauf installiert ist. In diese Kabine kann sich der Badegast setzen und kann sich umkleiden. Anschließend wird dieser kleine Wagen ins Wasser, in diesem Falle ins Meer gezogen, und der Badegast kann in seinem Hemd ins Wasser gleiten, kann sich dort erfrischen und der Gesundheit frönen, um anschließend wieder in seine Badekabine zu steigen und an Land gezogen zu werden, ohne dass fremde Augen den Badegast bzw. die Dame, die dort badet, begutachten können. Sehr diskret. Badeärzte im 19. Jahrhundert hielten vor allem das Bad in kaltem Wasser für besonders gesundheitsförderlich. Entsprechend nahm das Interesse am Bad im fließenden Wasser, ob es im Meer ist oder auch in den großen Flüssen, im ganzen 19. Jahrhundert stetig zu. Gleichzeitig kommt es zur Reformbewegung. Das heißt, die Menschen haben auf einmal ein großes Bedürfnis, einmal sich selber zu bewegen, sich an der freien Luft zu bewegen. Die Freikörperkultur hat einen großen Aufschwung. Das Viertel Rodenkirchen, dort ziehen viele wohlhabende und auch der Reformbewegung zugeneigte Kölner Bürger hin, denen die Stadt selber oder der innere Stadtbezirk zu konservativ und zu muffig geworden ist, und dort entstehen auch die ersten Strandbäder. Das erste große Strandbad entsteht in Langel bei Köln, und das wird durch die Kölner Firma Reformhaus Kolonia und einem Konsortium von 25 weiteren Kölner Geschäftsleuten gegründet. Der Badebetrieb dort wird im Jahre 1911 aufgenommen, und es sind 6.000 Gäste, die am ersten Tag das neue Strandbad stürmen. An warmen Tagen sind es bis zu 10.000 Gäste, die dorthin strömen, um den Rhein, das Wasser und den Strand zu genießen.
Wie sah so ein Badetag 1911 in Köln an der Kölner Riviera eigentlich aus? Nun, es gab eine Strandkapelle, es gab eine Wasserpolonaise, es gab einen Parademarsch im Wasser und abends wurde bengalisches Feuer abgebrannt. Ganz wie in den großen Badeorten am Meer. Man konnte in das Strandbad gelangen, entweder mit dem Dampfschiff, es gab nämlich dort einen eigenen Anleger von Köln aus. Man konnte aber auch mit der neuen Bahn fahren, mit der Bimmelbahn, und es gab dort sogar verbilligte Tickets, wenn man aus der Kölner Innenstadt kam und direkt sein Strandbadticket mitbuchte. Für die Sicherheit der Badegäste sorgten 6 Kähne mit Haken. Zusätzlich war der Badebereich zum Fluss hin mit großen Holzstämmen abgesichert. Nicht alle Leute kamen, um dort im Badekostüm ins Wasser zu steigen. Einige nutzten auch das große und sehr beliebte Ausflugslokal. Und so kann man sich das Strandbad in Langel vorstellen wie einen großen Vergnügungspark im 19. Jahrhundert, wo wirklich für Jung und Alt einiges geboten wurde. Und wenn ich mir das heute durchlese, kann ich nur neidisch werden, dass wir so etwas nicht mehr haben. Stattdessen wird das Baden im Rhein von unserem Stadtrat verboten. Ich fasse es nicht. Warum müssen es denn immer gleich Verbote sein? Wäre es nicht sehr viel sinnvoller, den Menschen, vor allen Dingen den Kindern in Köln beizubringen, wie man vernünftig mit dem Rhein und dem Wasser im Rhein umgehen kann? Zugegeben, es gibt Gefahrenstellen dort. Die Buhnen sind sehr gefährlich, weil sich dort Strudel bilden, die einen unter Wasser ziehen können. Aber wäre es nicht sinnvoll, darauf hinzuweisen, denn der Rhein ist immerhin ein natürliches Wasser, was ungeklort ist. Und was ist schöner, als im natürlichen Wasser zu schwimmen? Sich in der Natur zu bewegen und mit der Natur zu leben, erfordert halt eine gewisse Umsicht, eine Rücksicht auf die Natur und auch eine Einschätzung der Gefahren, in die man sich dort begibt. Aber wir können uns doch nicht hier in unserer Zivilisation einmauern, anstatt vor allen Dingen die Kinder darauf vorzubereiten, wenn ihr mit Wasser zu tun habt, wenn ihr es mit natürlichen Flüssen zu tun habt, dann müsst ihr einfach eine gewisse Vorsicht walten lassen und manche Dinge gehen, manche Dinge geben nicht. Das ist doch ein Stück Lebenstüchtigkeit, als überall Verbotsschilder aufzustellen. Ich weiß auch wirklich nicht, warum wir hier in Köln eigentlich immer zu den ewig Gestrigen gehören müssen. Paris macht es uns vor, andere große Städte hier in Europa machen es vor. Auf einmal kann man mitten in der Innenstadt wieder baden gehen. Ich würde so gern wieder mal stolz auf meine Stadt sein und sehen, hier wird wirklich etwas für die Zukunft getan, für unsere klimatische Zukunft und etwas, was uns für den Klimawandel ein wenig sicherer macht. Baden im Rhein gehört ganz gewiss dazu. Meine Großmutter hat im Rhein schwimmen gelernt. Und ich denke, es wäre eine wirklich gute Idee, wenn man den Rhein mit seinem heute sauberen Wasser auch wieder für viele Menschen zugänglich machen würde. Der Rhein ist schließlich ein Ort, wo man sich abkühlen kann, und ich finde die Idee, wieder solche Badeschiffe zu installieren, hervorragend. Denn die Idee, dass wir überall neue Freibäder bauen, die dann auch alle geklort werden müssen und wo das Wasser gefiltert werden muss, das ist doch keine so gute Idee, wie wenn man einfach unser natürliches Rheinwasser wieder zugänglich macht. Das ist kühl, das ist sauber, und wenn es für alle Menschen zugänglich ist, dann haben wir doch hier in Köln am Rhein eine absolute Trumpfkarte gezogen. Das war der Podcast Spurensuche Köln, diesmal mit dem Thema Baden im Rhein. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz. Ich freue mich über Likes, ich freue mich über Weiterempfehlungen und ich freue mich selbstverständlich schon auf die nächste Folge. Ich bin sehr froh, dass ihr mir alle zugehört habt. Empfehlt mich weiter. Bis demnächst.